Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus einem etwas nassen Bern. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Jael hat an ihrer ersten Giesbach-Session das Publikum begeistert. Und eine Velo-Essenslieferantin erzählt, was sie in ihrem Job so alles erlebt. Vorher schauen wir kurz die heutigen News an. Die Löscharbeiten sind beendet. Die Ursache ist noch unklar. Die umfangreichen Löscharbeiten zu Meiringen sind beendet. Bei einzelnen wieder aufflammenden Glutnestern interveniert die Brandwache noch. Dass man rechtzeitig eingreifen kann, bleibt die Löschinfrastruktur bestehen. Die Wander- und Fahrwege bleiben vorerst gesperrt. Die Zentralbahn hat am Nami ihren Betrieb zwischen Meiringen und Giswil wieder aufnehmen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Zunahme der Logiernächte hält an. In den Schweizer Hotels haben sich die positiven Buchungstrends auch im Februar fortgesetzt. Gemäss den ersten Schätzungen am Dienstag vom Bundesamt für Statistik sind die Übernachtungen um rund 43% zum Vorjahr gestiegen. Die Weinernte ist völlig ins Wasser gefallen. So wenig Trauben wie im 2021 haben die Winzer seit 1957 nicht mehr geerntet. Die Weinernte ist im Vergleich zum Vorjahr um 27% eingebrochen. Als ehemalige Frontfrau von Schweizer Popband Lunig hat Jael auch außerhalb der Schweiz grosse Hallen gefüllt. Ein starker Kontrast zum Auftritt, wo sie mit ihrem Akustiktrio an den Giesbach-Sessions gegeben hat. Sie selber bevorzugt aber so kleinere Konzerte. Wieso das so ist und wie es beim Schreiben vom neuen Album läuft, das hat sie mir kurz vor dem Auftritt im Grand Hotel erzählt. Ich spiele sehr gerne so intime Konzerte. Also wir haben jetzt mit meinem akustischen Trio eigentlich fast nur noch zum Teil einfach auch Kleintheater und bestuhlt gespielt, weil ich einfach merke, dass meine Musik und so wie ich meine Geschichte und meine Musik präsentieren sehr gut in so einem Setting funktioniert. Weil ich wirklich auch zwischen den Liedern gerne erzähle, wo das Lied herkommt, was ich mir dazu für Gedanken gemacht habe. Und das passiert natürlich viel besser, wenn man so einen Augenkontakt mit dem Publikum, als wenn es da so riesige Hallen wären. Also von dem her entspricht mir das sehr fest. Also. Ja, wir sind dran an neuem Material für ein nächstes Album. Das erste Müsterli wird man sicher schon Ende dieses Jahr hören, aber das Album kommt dann erst im 2023 raus. Also wenn ich Songs neu schreibe, ist es schon meist, also ich sage jetzt mal so, ich weiss nicht, zu 2/3 oder vielleicht sogar mehr, ist es bei mir allein im stillen Kämmerlein. Und ich bin nicht jemand, der irgendwie herhockt und jeden Tag um 6 Uhr aufsteht und sagt, so, heute schreibe ich 3 Songs oder weiss nicht was. So. Sondern ich bin echt sehr, mir ist es so ein bisschen wie Jahreszeiten. Also die Jahreszeit, wo ich mehr auf Tour bin und dann bin ich ganz fest Mami und dann bin ich zwischendurch im Studio und dann zwischendurch kommt so wie die Phase an, jetzt ist Kreation, jetzt ist Songwriting. Und das ist meistens auch gar nicht so, dass ich das wie planen oder kann spüren, wenn es ist, aber es ist oftmals so wie etwas abgeschlossen ist, ein Projekt oder eine Tour durch ist, da kommt so ein bisschen Luft und dann kommen meistens so mehrere Songs aneinander. Thematisch merke ich, dass jetzt halt schon die ganzen so 4 letzten Jahre als Mami, was das mit mir gemacht hat. Also sagen wir mal so, die Sachen, die ich bis jetzt in meinen Songs noch so ein bisschen nicht thematisiert habe, weil sie vielleicht besonders tief gehen, die kommen jetzt in diesem Album das erste Mal zum Zug. Und dementsprechend fühlt es sich im Moment als sehr, sehr persönliches und sehr therapeutisches Album schon fast an. Ich habe viel verarbeitet jetzt von den letzten paar Jahren und eigentlich von den letzten 40 Jahren von meinem Leben habe ich das Gefühl. Und das ist sehr toll und heilend und ich habe das Gefühl, es sind ganz schöne Melodien und das wahnsinnig Freude an den neuen Songs. In den letzten 2 Jahren voller Lockdowns und geschlossenen Restis haben Essenslieferdienste wenig überraschend sehr viel zu tun gehabt. Besonders beliebt ist unter anderem das Unternehmen Just Eat.
Laternen ihre Velokurier mit knallorangenen Jacken durch die meisten Schweizer Städte fahren. Eine von diesen Velo-Essenslieferantinnen ist die Bernerin Alina Kölliker. Was sie in ihrem Nebenjob so alles erlebt, weiss Ben Abeckle. Alina, du bist Kurierin in Bern, du tust Essen liefern. Wie ist das so? Es ist ein mega cooler Job. Man kann sehr flexibel arbeiten, hat viel Abwechslung, ist draussen, hat Bewegung, das finde ich mega wichtig daran. Genau, man kann verschiedene neue Restaurants kennenlernen, hat Kontakt zu verschiedenen Kunden und kann dann ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, wenn man das Essen übergibt. Genau. Was erlebt man jetzt so? Man trifft ja unheimlich viele Menschen. Was hast du für Geschichten? Ich habe schon ein paar lustige Sachen erlebt. Ich musste schon mal zum Beispiel in ein Spital liefern. Und da musste ich zum Beispiel die Notaufnahme rein laufen mit meiner ganzen Montur. Das war noch lustig. Und dann dort nach dem Kunden fragen und dann dieser Person das Essen übergeben. Ich habe schon mal in ein Gebäude geliefert, wo an den Türen noch so interessante Fotos gehangen. Und dann habe ich gemerkt, dass hinter der Tür eine Prostituierte war. Und dann habe ich ihr das Essen gebracht. Aber es war auch mega spannend und lustig. Ja. Du bist die ganze Zeit im Strahlen. Es wirkt, wie das wirklich ein super Job wäre. Gibt es so Negatives in diesem Sinn? Im Winter kann es manchmal ein bisschen hart sein, wenn es extrem kalt ist. Und wenn es regnet und schneit, es hat auch schon gegeben, dass die Straßen voll Schnee sind und du nicht mehr richtig fahren kannst. Oder im Sommer, wenn es viel regnet, musst du ein bisschen wetterfest sein und auch ein bisschen robust. Und es muss dir ein bisschen egal sein, dass du vielleicht auch mal ein bisschen nass wirst. Aber meistens kann man das gut verhindern, indem man sich super anlegt und sich vorbereitet auf die Kälte. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter von unseren Meteos-Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Es ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit dem wunderschönen blauen Himmel über dem Jungfraujoch. Ja, das Hochnoe über Osteuropa, das bleibt stabil. Sein Zentrum liegt heute im Bereich von Rumänien und Bulgarien. Über die Iberische Halbinsel und Marokko hat sich ein neues, markantes Tiefbild. Die Schweiz liegt zwischen diesen zwei Drucksystemen. Und auf der Rückseite von einer schwachen Störung hat am heutigen Montag wieder trockenere Luft den Alpenraum erreicht. Ja, in der Nacht ist es meist bewölkt. Im Oberland bleibt es trocken, aber die Wolken bleiben uns bis zum Morgen erhalten. Und wir messen zwischen 4 und maximal 7 Grad in der Region. Auf den Nachmittag lockert der Himmel dann immer mehr auf und die Sonne schaut da mal hinter den Wolken vor zwischen ihnen. Dazu gibt es noch mal einen sehr milden Tag mit Temperaturwert von 12 bis maximal 15 Grad. Im Oberland blasen teils der Föhn und auf den Bergen weht ein starker Südwest- bis Westwind mit stürmischen Böen. Ja, und sonnig und vor allem trocken geht es vorerst auch weiter. Am Mittwoch und Donnerstagmorgen können lokal ein paar Nebelfelder entstehen. Sonst wird es recht sonnig und frühlingshaft mild. Es kann durch den Sahara-Staub in der Luft leicht eisig sein. Auch der Freitag zeigt sich recht sonnig, aber die Beise die zieht im Flachland an und windet auch am Samstag zügig. Erst auf den Sonntag nimmt sie dann wieder ab und wir erwarten einen sonnigen Tag am Sonntag. Geniessen Sie das schöne Wetter. Bis ganz bald mal wieder. Alles Liebe. Ade miteinander.